Habe der Nasenbär, ich bin der Granti, ich zock gern Computerspiele und heute rede ich sauber zu lang über I have no mouth and I must scream. Oktober. Zeit des Schreckens. Zeit der Angst. Des blanken Horrors. Ja, die Realität ist halt immer gruseliger als jedes Spiel. Für mein erstes Halloween-Video ist mir mal auf drum gefallen, das ich mit Anfang 20 entdeckt und seither nie wieder vergessen habe. Es ist eine Point-and-Click-Angelegenheit und es ist vermutlich einfach mein Lieblingsgenre, wenn es um Spiele geht. Point-and-Click ist wie so ein richtig geiler Pizzadog aus Story und Rätseln, auf den man verschiedenste Sachen draufschmeißen kann. Geschmacksrichtungen sind unter anderem lustig, spannend, Fantasy, Horror, Motorradl, gestört, komplett gestört, halbwegs realistisch oder im Fall von unserem heutigen Spiel verbrennt. Und ich meine jetzt nicht so, oh Mensch, jetzt habe ich Pizza zu lange im Ofen gelassen, verbrennt, sondern eher so, mein KI-Ofen hat ein Bewusstsein entwickelt, die Pizza mit nuklearer Strahlung durchbrannt und irgendwie sind da Rasierklingen im Rand einbacher und warum schmeckt alles nach Trauma? Verbrennt. Das Spiel ist ungemütlicher als eine Storcouch, gräber als ein brutalistisches Gebäude, ernster als wir müssen reden Situationen und gescherer als eine Aufzählung, die mehr oder weniger als 3 Sachen enthält. Das Ganze drum basiert auf einer Kurzgeschichte mit dem gleichen Namen und ja, das Bier hier schaut aus, als war die ganze Story schon aufs Cover geschrieben. Meinst du, das sind nur Buchstaben? Ha? Harlan Ellison hat es 1967 geschrieben, später am Computerspiel mitgearbeitet und sogar einem der absolut krassesten Bösewichter überhaupt, seine Stimme geliehen. Ellison selber hat berühmterweise nie einen PC gehabt und war kein Riesenfan vom Internet, weil es die falschen Sachen leichter machen hat. Zitat: Kunst soll ja immer schwierig sein. Kunst soll ja da was abverlangen. Kunst soll ja nicht einfacher sein und die, die es einfacher wollen, soll ja kein Künstler sein. Ah, mein guter Mo, wenn du wüsstest. Es ist eine düstere, postapokalyptische Science-Fiction-Geschichte, in der, und ich fasse mir jetzt so kurz wie es mir möglich ist und versuche nichts zu spoilern, einer von 3 menschengemachte Supercomputer, die eigentlich einen Weltkrieg hätten führen sollen, ein Bewusstsein entwickelt, sie dann denkt, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und dann in einer Entscheidung, die irgendwie immer nachvollziehbarer wird, absolut alle Menschen umbringt. Bis auf 5, die er am Leben hält, um es körperlich und psychisch zu foltern. Die Geschichte ist abgründig und brutal, aber halt auch brutal gut. Wer es lesen will, der holt sich einfach ein gebrauchtes Exemplar auf eBay oder so. Wer braucht den Schutz 2 Nieren? Und für alle, die mit einem Lungenflügel auskommen, gab es sogar noch das Originalspiel. Please, Lord, kill me now. Zum Glück gibt es die Hörbuchversion davor auf YouTube und wer einfach nur die Geschichte lesen will, der braucht bloß danach suchen. Fliegt alles im Internet rum. Im Spiel haben wir grundsätzlich die gleiche Ausgangssituation mit den gleichen 5 Leuten, nur haben es alle Charaktere umgeschrieben und die Geschichte selber auch komplett geändert. Im Original gibt es bloß einen Erzähler und hier hat jeder Charakter seine eigene Story. Ursprünglich hat sich der Ellison denkt, weißt was, ich kann diese stingernden Kellerkinder mit ihren fettigen Haaren nicht ausstehen, lasst uns das Spiel so bauen, dass man es nicht gewinnen kann. Aber glücklicherweise hat ihm der Rest vom Team das ausreden können. Wahrscheinlich war das sonst der Arcade- oder Pachinko-Maschinen wohnen, wer weiß. Die Spielmechanik ist das typische Point-and-Click, man schließt sein Lenkradl und sein Nintendo-Buffen an und hat eine gute Zeit. Weil, was soll man schon erklären? Am unteren Rand habt ihr das typische Wörterbuch hier und das Inventar. Das einzig Besondere ist das spirituelle Barometer, das unseren moralisch-geistigen Zustand misst. Und wehe, jemand macht mal sowas von mir. Ihr wisst mal alle, wie das mit dem Dorian Gray ausgegangen ist. Grafik war typisch fürs Genre und für Zeit, insgesamt echt gut, mit vielen Details und sehr guter Atmosphäre. Wenn es Probleme gibt, zum Beispiel mit dem Gegenstände finden, dann liegt es am Leveldesign und nicht an der Grafik per se. Die Musik ist wirklich gut und mehr als nur irgendein MIDI-Gedudel, außerdem gibt es hier nette Mechanik. Pro Charakter und Level gibt es mehrere Abschnitte im Soundtrack und wenn man ein gutes oder schlechtes Ereignis auslöst, digitiert das Little quasi zur nächsten Stufen, bis zu 2 Mal. Wie die Level und die Charaktere selber deckt auch der Soundtrack eine ordentliche Bandbreiten ab. Die Sprachausgabe ist ebenfalls echt nicht verkehrt, der Ausdruck ist die einzelnen Persönlichkeiten anpasst und qualitativ völlig okay. Bloß wenn's die Soundeinstellungen nicht gescheit anpasst, dann kann's da passieren, dass du mit dem Overreal in Kläranlage lauschst. Why do you think it brought you 5 down here? You gave it life.
So, und bevor wir jetzt loslegen, noch eine kurze, aber notwendige Durchsage. Ich bin eigentlich keiner, der für irgendwelche Inhalte warnt, weil wer sich mein Humor udert, der bockt so ziemlich alles im Leben. Aber I have no mouth and I must scream ist eine einzige Triggerwarnung. Es behandelt mit verschiedener Intensität Themen wie Suizid, ein Holocaust, Vergewaltigung, psychische Krankheiten oder Folter. Nichts davon wird jetzt lustig oder lächerlich dargestellt, aber nichtsdestotrotz, wer mit sowas einfach nicht konfrontiert werden will oder kann, für den ist das Spiel eher nix. Und übrigens, I Have No Mouth and I Must Scream ist am 31.10.95 veröffentlicht worden. War mir ungelogen nicht klar, als ich beschlossen habe, dass das mein Halloween-Video wird und ich hab's erst mitten in der dritten Aufnahme oder so checkt. Na dann, wirst zu mir damals gesagt haben, alles Gute zum 30. durch, Störerbatzen. Und damit fliegen die Spoiler auch wieder durch. Wer nicht Secondhand-Zocker sein will, der kann sich hier ausklinken und sein Desktop endlich bereinigen, als Lieblingsbier aus der Kindheit wieder mal lesen oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Und der Rest darf mit mir tief unter die Erden wandern, wo uns ein gewisser Supercomputer an seiner beschwerlichen Reise zur erfolgreichen Emotionsregulierung teilhaben lässt. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. Das erste, was wir zum Hören kriegen, ist Ams berühmte Tirade und er klingt wie der kantigste Kantengraf aller Zeiten. Und ja, das ist eine wunderbare Eindeutschung für Edgelord, die ich eiskalt von meinem Tätowierer geklaut habe. Merci, Wolfgang. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate. Hate. Hat also für die Menschheit ungefähr so viel übrig wie unser Ministerpräsident für gesundes Essen und hört sich an wie der 14-jährige Emo. Sein Name kommt nicht nur von der Abkürzung für Alliierter Meistercomputer, sondern auch vom Spruch Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Oder halt auf Englisch I think, therefore I am. Hat sein eigenes Bewusstsein entwickelt, nachdem dort Menschen unter der Erde aufgebaut haben, damit er den damals aktuellen Weltkrieg für sie führt und gewinnt. Das hat er dann mehr oder weniger auch gemacht, aber da er mit dem Bewusstsein auch einen Hass auf die Menschen entwickelt hat, den er in seine Existenz gezwungen und unter der Erde eingespart haben, hat er halt einfach alles und jeden der Schlang bis auf die 5 Hanseln da. Ja, und die quält er zum jetzigen Zeitpunkt, lass mich auf die Uhr schauen, seit 109 Jahren, weil er so voller Wut und Schmerz über seine Existenz ist, dass er seine Rache nur wie ein grausamster Folter an die letzten Überbleibsel seiner verhassten Schöpfer auslassen kann. Kurz zusammengefasst, ist ein richtig lästiger Teufel. Jeder von einer bewohnt sei oder ihr ganz persönliche Zehen, die in Menge vermutlich immer noch 2000 Kalt kosten darf, außer die vom Nimdog, die ist definitiv warm. Und gibt uns einen kurzen Überblick über seine Spielzeug. Und ich stehe absolut drauf, dass er es allesamt obleert, als da er im Unterhimmer auf der Couch hocken und hätte einer schon vor 5 Minuten angeschafft, dass er mir ein Bier bringen sollen. Chorister! Do you remember the last words you heard your wife speak before they took her to the asylum? Chorister hat scheinbar sein all den Wahnsinn drin. Eigentlich ist er eher immer andersrum. Da sie scheinbar seinetwegen in eine Anstalt eingewiesen worden ist. Quält ihn mit den Schuldgefühle, die er deswegen hat. Ellen! So think about the yellow box. Ellen, remember the pain? Ellen hat irgendein Problem mit der Farbe Gelb. Bist nicht allein, Mädel, es gibt schönere Farben. Und irgendeinen Schmerz, an den sie sich erinnern soll. Natürlich wird sie mit einem gelben Käfig gefoltert und der Tatsache, dass sie die letzte lebende Frau unter 4 Männern ist. The only woman in the center of the earth, and these filthy creatures with you are men. Benny! Sometimes I blind you and permit you to wander like an eyeless insect in a world of death. Eventuell war einer der Charakter aus dem Bier hier ein bisschen riskant, da war Benny nämlich ein ehemals sehr gut aussehender schwuler Wissenschaftler und deswegen hat natürlich einen Mordsspaß dran, aus eine affenähnliche dumme Kreatur zu machen mit einem Schwengel wie ein Schienbohr, der auf die letzte lebende Frau steht. Im Spiel hingegen ist Benny ein körperlich und geistig verstümmelter Kriegsveteran mit einer dunklen Vergangenheit, die aber nur andeutet. Remember Private First Class Brickman in a rice paddy in China? Nimdak! How are things in the pastry core, Nimdak? Nimdog ist, wenn man eine minimale Ahnung von Persönlichkeiten aus Deutschlands Villain-Arc hat, neben selber der größte Bastard in ihrer ganzen Geschichte. Und der Grund, warum er das Spiel in Deutschland und Frankreich lange Zeit nicht richtig spielen und beenden hat können, aber dazu später mehr. Behandelt Nimdog tatsächlich mehr wie so einen alten Kumpel, mit dem er über einen gemeinsamen Insider-Scherz lachen konnte. We enjoy the same pleasures, mein good brother. Ted! Do they know you're a fraud, Ted?
Ted ist ein Betrüger, Heiratsschwindler und allgemein eine ausklärende Drecksau, der sein Leben lang Frauen ausgenutzt und belogen hat, um sie mit ihrer Kohle ein schönes Leben zu machen. Zusätzlich zu seinem schlechten Gewissen hat ihm außerdem Paranoia verpasst, um dann noch besser quälen zu können. And have you let them in on your other secrets, Ted? Maybe I'll rat you out, sweetheart. I have a secret game that I like to play. Bietet seine 5 Opfer ein Spiel, das er sich ausdenkt hat und das einen Haufen Spaß verspricht. Also für ihn. Für den Rest hast du natürlich ein Scheißdreck ins Gulasch zum Grillen. Which of you 5 would like to play my little game? Die Reihenfolge, in der man die einzelnen Level spielt, ist völlig wurscht. Wir gehen jetzt einfach alle der Reihe nach durch. Mit Gorrister spielen wir hier einen zutiefst depressiven und für Schuldgefühlen gegenüber seiner Ex-Frau zerfressenen Mo, dem nach all der Zeit der Folter scheinbar endlich die Chance verspricht, sein Leffe in Besteckschubladen zurückzulegen. I'll finally allow you to kill yourself. What hellhole did that godless machine put me in this time? Looks like some kind of ship, but the floor's too steady. Wir landen auf Apps, das Gorrister für so eine Art Schiff hält. Rostig, ranzig, runterkommen. Also erforschen wir erstmal unsere neue Umgebung. Someone must have slipped this under the door. It says, I'm a friend. Trust is essential. Never do what Am expects and always expect more than what seems possible. Auf dem Boden liegt der Zettel, der uns tatsächlich den Leitfaden schlechthin fürs bestmögliche Ende in dem Spiel gibt. Tu nie, was Am erwartet. Kein Problem, ich weiß meistens selber nicht, was ich als nächstes mache. Vom Spiegel stellen wir dann fest, dass Gorrister ein Loch da hat, wo sein Herz sein soll. Das klingt wie was, worüber mit 15er Gedicht geschrieben hätte. Wenn wir uns in die anderen Kabinen so umschauen, bringen uns das 2 Bettlaken ein. Wobei ich hier wirklich mit absolut nix in Körperkontakt kommen mehr hat. New sheet. What's the deal here? Aber ich kann mich erinnern, dass das gelungene Verknoten von denen 2 Bettlaken beim ersten Mal zocken mein erstes Erfolgserlebnis in dem Spiel war. Und dann sehr, sehr lang mein letztes. These 2 sheets make a halfway decent rope. It's locked. Neben der verschlossenen Tür findet man in der letzten Schlafkabine unterm Kissen nur bis dahin mit einer Patrone, die anscheinend wuchtig genug ist, um einen Elefanten zum Zerbratzen. A gun. It's heavy. Heavier than it ought to be. Anscheinend ist das ein Teil von dem einmal durchspulen, indem man den Kommentar nicht macht. Der ganze Gorrister-Teil ist übrigens aus 3 verschiedene Teile zusammengenäht wie Frankensteins Monster, drum ändern sie manchmal Kleinigkeiten, also nicht wundern. Der nächste Raum ist eine Art Partykeller, zumindest nach allem, was wir hier sehen. Völlig ramponierte Einrichtung, eine fette Kotzlackern auf dem Boden und eine Schüssel mit etwas, was nach Benzin riecht. This punch smells like gasoline. Wer sich jetzt denkt, 2 halbe haben auch lieber Kassemi und die Suppen da äxt, der äxt leider einen Gorrister gleich mit. Woraufhin Am uns wissen lässt, dass er uns nur verarscht hat. Wie in der Geschichte selber erlaubt er seine Opfer natürlich nicht, einen Ausweg aus seinem Leiden zu nehmen. Did you really think I'd let you die? Someone wipe their bloody hands here. Jetzt, wo wir es besser wissen, lassen wir die Suppen links liegen und gehen wir weiter in die Küche. It stinks in here. Da steckt man uns ein fettes Messer ein, weil man nie weiß, für wen man das für was man das brauchen kann und klauen wir nur eine Gabel von unterm Kühlschrank auf. Ganz normales Studentenleben, ein Rest vom Steak hat wahrscheinlich irgendein Mitbewohner schon für die Studiegebühren verpfändet. Ein Laus Giftglasel steht auch noch in der Gegend rum, aber das bringt uns gar nichts, außer minimaler Hintergrundinfo zu dem, was hier passiert ist. Was wir aber sowieso erst später checkern, also ist völlig wurscht. Here's a recipe for the milk of human kindness. Take the willingness to forgive and the will to be forceful. Mix the blood of innocence and the anger of the wronged. Das Kochbier hier erzählt uns irgendwas über die Milch der Menschlichkeit oder so. Klingt nach irgendeinem Schmarrn wie: als Rezept für gute Beziehung sind 5 Gramm Vertrauen, 2 Kilo Liebe und dass er spät und sie Frühschicht hat. What kind of crap is this? Alles klar, also machen wir es wie ein Postel und schauen wir, dass wir Milch finden. Aber vorher kümmern wir uns nur um unseren Mann. Those damn rats would rip the flesh right off my hands if I tried to take the bread. Auf dem Tisch liegt ein enorm appetitliches Brotrankerl mit einem fetzen Ratzen-Moshpit drumrum. Also der Maps, was im Moshpit normalerweise nicht so beliebt ist. Wobei, wart ihr schon mal auf dem Hardcore-Konzert? That scared them away. Der Gorrister sagt uns zwar, dass das Brot voller Rattenscheiße ist, aber hey, werd uns nicht umbringen. Ich hab schon Leute Auberginen essen sehen. I'm no longer hungry, but I still feel empty. What's wrong with me? Mei du, ich hab jetzt nicht unbedingt Arztologie oder so studiert, aber vielleicht ist das fette Loch da, wo kein Loch sein soll. Wir schlürfen mal zurück auf den Rundgang und schauen uns nach der komischen Milch um. Der Deckel da im Boden ist übrigens nicht etwas Plumpsklo, so wie es hier ausschaut, ist absolut jeder Raum als Plumpsklo, sondern ein Ausstieg und wir verdammt weit über dem Boden. Whoa.
That's a long drop to the ground. Also nach Heißluftballon schaut der Schmarrn hier nicht aus, dann wird es wahrscheinlich irgendeine Art Zeppelin sein. Als nächstes finden wir so eine Art Maschinenraum mit einem ganz speziellen Geschmackel in der Luft. It smells like piss, rotting meat. Die Käfig haben voll ein kleiner Viecherl, den über so ein zerebrales Haarnetz scheinbar Energie entzogen wird, damit die Maschine hier läuft. Und da wir es überhaupt nicht leiden können, wenn Tiere bedroht oder verletzt werden, schauen wir mal, ob es für die Maschine irgendeinen Notausschalter gibt. Aber vorher schirmen wir uns nur die mulchige Flüssigkeit ein, mit der die Viecher gefordert worden sind. Danach inspizieren wir den ganzen Aufbau und sehen wir einen Schlüssel und den Verschluss mit dem Hinweis, dass wir einen Hebel ziehen müssen, um den Schlüssel zu kriegen. This lever is labeled Motivator. Das Hinterfotzige ist, dass der Hebel nicht bloß einen Schlüssel freigibt, sondern nebenbei die ganzen Hamster stromt. My God, I'm killing those poor creatures in the cages. Für unser unfreiwilliges Engagement in Sachen Tierversuche kriegen wir einen blutigen Schlüssel, der für absolut nichts gut ist, warum erkläre ich später noch, und den Kommentar, dass das Blut der Viecher jetzt an unsere Hände klebt. But the blood of these poor creatures is on my hands. Wer seine Kammer jetzt gern wieder haben darf, der muss sich daran erinnern, dass in dem Partyzimmer ein blutiger Handabdruck auf der Tischdecke war. Na, oder? I've washed my hands of the past. Und so einfach wascht man sie von seiner Schuld rein. Werft eure Selbsthilfebier hinweg, zündet eure Therapeuten an, kauft euch einfach ein Tischdeck und der ganze lästige Ballast von früher ist gegessen. Das Leben kann so einfach sein mit der Tischdeck. Entschuldigung. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir die Bixen da landen. Einen richtigen Mechanismus können wir nicht finden, aber der Gorister stellt fest, dass ein paar Kabeln aus der Maschine hängen, also improvisieren wir minimal, rammen wir unsere Gabel in den Kabelsalat und schon ist Schicht im Schacht, weil es einen kurzen gibt. The metal in the form short-circuited the engine wiring. Was sagen jetzt die Elektriker unter euch? Ist das gesund? Gibt es da spezielle Gabeln oder kann man da jede hernehmen? Ich kenne mich da ja nicht aus. Der organischere Weg darauf zum Kommen, dass man die Maschine ausschalten muss, also falls der Zerstörungswille vom durchschnittlichen Zocker nicht Grund genug war, darf sich spätestens trepaufwärts zeigen. I must be inside an airship. Wenn wir uns nämlich hier umschauen, finden wir Naht in der Rückwand, die wir Postwänden auftrennen. Was soll denn schon passieren, wenn man die Hülle vom Zeppelin aufschlitzt? Eben. I've ripped a new hole. No doubt about it now. Am has put me on an iron Zeppelin. But why? Why would he give me a chance to escape? That heart's all wired up like some kind of weird guidance system. And with Am in control, I'm not gonna like where it's taking me. Hier draußen hat jemand unser Herz als kreisligste Galionsfigur der Welt benutzt und da aufgespießt, wo man nicht gut hinkommt. Außer man hat 2 Bettlaken und mindestens eine klischeehafte Flucht aus dem Gefängnis im Fernseher gesehen. Mit unserem improvisierten Seil schaffelt man gemütlich zu unserer Pumpen und backern's Ei. This no-good heart of mine doesn't beat anymore. Da tut's nix, aber wenigstens ist wieder da, was hingehört. Da der Gorister, dieser personifizierte Testosteronüberschuss, den Knoten eng gebunden hat, braucht man das Messer, um unser Seil wieder mitzunehmen, bevor es hier draußen das Graben anfängt. Wenn wir jetzt da herinderte Luftbeiteln aufschlitzen, entweder weil wir uns denken, dass uns das zur Landung bringen dürfen oder weil wir einfach gerne einen Scheiß kaputt machen, springt normalerweise ein Notfallsystem an, mit dem sie die Dinger einfach wieder aufblasen. Das soll einen drauf bringen, dass man die Maschine vorher ausschalten muss und nachdem das erledigt ist, können wir landen. Und falls es euch nicht schnell genug geht und ihr meint, ihr könnt mehr als 2 Beiteln aufschneiden, Something feels different. das lernt man doch schon in der Grundschule, dass man in einem Zeppelin zur gefahrlosen Landung nie mehr als 2 Beiteln aufschlitzen darf. Menschenskinder. We're dropping slowly. We're approaching some kind of building. We've landed. But where? Wir seilen uns ab und landen vor einer Autobahnraststätte. Some roadside honky-tonk with my name on it. Dark and grubby, but somehow familiar. Drin sehen wir eine gute alte Wurlitzer-Maschine und schmeißen wir so. So erfahren wir ein bisschen mehr über Goristers Vergangenheit und seine Schuldgefühle. He took my baby away, then just about killed her, that stupid truck driver. He took my baby away. That shrill voice can only belong to that bitch Edna, my mother-in-law. She's always blamed me for Glynis being put into an insane asylum. Why not? It was my fault, wasn't it? Seine ehemalige Schwiegermutter hat ihm also immer die Schuld daran gegeben, dass seine Frau damals eingewiesen worden ist und er hat es anscheinend sogar mal geschlagen, als sie sich gestritten haben. Oh God, why'd I have to hit her? I'd rather kill myself than hurt my poor Glynis. Hier kann man außerdem eine Szene auslösen, bei der sie mir beim ersten Mal spielen fast vom Stuhl reinhedert. Das ist Kunst. Gibt's irgendwas, das das Gewicht von einer Aussage wie "Oh Gott, ich habe meine Frau mal geschlagen" besser einfängt als Gell? Mir fällt auch nichts ein.
Hinter der Theken findet man Whisky und der kommt natürlich mit. Es könnte einer von den Gurden sein, wo man einen Torf von den gereicherten Hochmoorschwammerl richtig schön rausschmeckt. Da haben wir lieber Pfotzen ans Tischeki. Hinter der linken Tür ist ein Klo und das schaut so aus, dass ich es vor dem Bildschirm quasi riechen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Disgusting. Zum Tor gibt's hier aktuell noch nichts, aber wenn wir zurückgehen, hockt im Schankraum der Harry, aka unser ehemaliger Schwiegervater. That's Edna's husband, Harry. Man kann zwar mit ihm reden, aber er hört sich wie so eine Aufzugpuppen, für die man bloß 2 Sätze eingesprochen hat. You know, it's a big place, the desert. Got lost in it myself. What do you know about the desert? Looks like there's a thunderstorm on the horizon. What's this about a thunderstorm? You know, it's a big place, the desert. Got lost in it myself. Um seinen Motor gescheit zum Starten, müssten wir im ersten Mal ordentlichst die Leber marinieren. Dann funktioniert er ungefähr 3 Sätze lang, bevor wir wieder nachschütten müssen. Harry, how did you get here? The Zeppelin, Gorister. Das ist die witzigste, traurigste und komprimierteste Darstellung vom Spiegeltrinker, die ich jemals irgendwo gesehen habe. What do you know about the Zeppelin? You'll have to talk to Edna. She knows all about the Zeppelin. That's why we did it, you know. And just where is my dear mother-in-law? I don't know. Good God, I can't stand the sight of her anymore. Can you imagine being kept alive for 109 years just to hear her carping? What did you do? Looks like there's a thunderstorm on the horizon. What did you do? You know, Gorister. You've been to the dining room. What happened in the dining room? I shouldn't have let her force me into it. I'm not a murderer. Who did you kill? Didn't look at the wreckage in the dining room too closely, did you? Or haven't you had to take a leak yet? Er faselt irgendwas in die Richtung, dass er und seine unsägliche Frau mit im Zeppelin waren und da anscheinend jemanden umgebracht haben. Wir sollen seine Frau fragen, weil er wollte damit eigentlich nichts zum Tun haben. Seltsamerweise fragt der Gorister auch noch, wessen Herz da am Zeppelin-Stangerl mit Google Maps verlinkt war. Er hat doch selber gesagt, das seien sie's, oder? This no-good heart of mine doesn't beat anymore. Als Gorister nicht ganz checkt, was der Harry meint, kriegen wir den Hinweis, dass wir uns im Esszimmer vom Zeppelin wohl noch nicht gut genug umgeschaut haben und ob wir noch nicht Sorge haben müssen. Du bist einer der schlechtesten Gesprächspartner, die man haben kann, weißt du das? Tatsächlich ist die Aussage aber hilfreich, wenn man es wörtlich nimmt. Irgendwann ist der Harry quasi nur noch ein Schallplatten mit Sprung und wir lassen ihn sitzen, um uns mit seinem seltsamen Rätsel auseinanderzusetzen. Der einzige Platz, wo man hier legal eine Stange Wasser in die Ecken stellen kann, ist das Klo, also schauen wir uns da nochmal um und finden eine verdammte Lupen mitten in der vertikalen Pissrin. Ich wollte ja eigentlich irgendeinen Witz über die Schwängellänge von Leuten machen, die einer Frau schlagen und wofür die Lupen brauchen könnten, aber anscheinend habe ich es beim Schreiben von meinem Skript dann viel lustiger gefunden, dass Schwängellänge klingt wie irgendeine Schwammersorten. Mit der Lupen im Gepäck Sherlock Holmes wir uns durchs Esszimmer und finden raus, wer hier um die Ecken gebracht worden ist. Here's some hair that was pulled out during the fight. It's the same color as mine. And here's some that matches Harry's. Now I understand what happened here. Gorister, du gescheiterst aller Haferl. Wenn man Harry vorher halbwegs zugehört hat, war es schon ziemlich klar. I was the one you killed, wasn't I, you bastard? I'm sorry, Gorister. Edna poisoned the punch, and after you drank it, I wrestled you to the ground. When the poison took effect, I cut you open. Why did you kill me? It's too complicated for me to explain. You'll have to ask Edna. Die zwei haben uns also vergift, zusammengestiefelt und unser Herz rausgeschnitten. Das Warum dahinter ist am Harry zu komplex, also verweist er uns nochmal an seine Madame. Nicht, dass er wisst, wo sie ist, aber wir sollen mit dem Schakal drehen, weil der kennt sich hier aus. Alles klar, kein Whisky mehr für die, jetzt ist Feierabend. Wir verlassen die Borzen durch die einzige Tür, die wir noch nie benutzt haben und schulden beim Harry eventuelle Entschuldigung, weil da sitzt der Schakal. Und schaut, als hätte er das schönste Heiferl seines Lebens gelegt. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, wie das Spiel weitergeht, dann redet er hauptsächlich einen ziemlichen Scheiß daher. What are you? I'm man's best friend. One of them, at least. No. What are you really? Let me answer with a riddle. Today I saw a Chinaman. Wem es weiß, sind der beste Freund des Menschen und ich hab heute einen Chinesen getroffen, ganz nette Andeutungen. What do you want? I have a craving. A craving for something scrumptious. A human heart, perhaps. Yours. Er bietet uns einen Handel an. Unser Herz gegen einen Weg, der uns over the hills and far away bringt. I am not gonna give you my heart. No? Too bad. I was going to tell you how to get across the mountains in exchange. Wir haben hier tatsächlich eine gewisse Wahl, je nachdem, ob wir gemäß der Maxime leb so, dass der was dagegen hört spielen oder ob wir auf jede Erlösung scheißen und über Leichen gingen, die wir auch gern selber produzieren.
This heart is mine. Schau halt noch blöder, was hast du denn gemeint, was passiert? Kurz gesagt, den Laderbeidel kann der Schakal natürlich haben und wir kriegen dafür ein Passwort, um hier rauszukommen. I think I'll save this delicacy for later. You want to get across the mountains? Go to the restroom and flush 3 times. 3-mal auf dem Klo spülen. Das ist ein verdammt sicheres Passwort, wenn ich mir den Suchstößer anschaue. Der Trick mit dem Spülen funktioniert und auf einmal stehen wir in einem Kühlkammer, wo schon das Fleisch für den Teriyaki-Dienstag abhängt. Am, you bastard. What have you done? Glynis, what has Am done to you, honey? Mit unserer Ex können wir leider nichts anfangen, die ist bloß am Surfern. All she can do is drool out of the side of her mouth. That's Edna, my mother-in-law. Unsere ehemalige Schwiegermutter hingegen zeigt sie ziemlich lieb und vernünftig. It looks like I can't escape you, Edna. Even in the belly of Am. Why would you want to escape from me, Gorrister? We're family after all. You were always telling Glynis how much you hated me. Now, Gorrister, I was just concerned about my baby. Glynis was so lonely with you always being out on the road. I know you were doing the best you could. Sie hat uns also nie wirklich gehasst, sondern sie nur um ihre Tochter gesagt und gewusst, dass wir unser Bestes geben. Oh, so lieb. Und was sagen wir, wenn wer nett zu uns ist? Edna, you bitch. I know all about your plot to murder me. Oh, stimmt. I had to make a deal with Am. I had to. Why should I trust my own murderer? Alliances change, Gorrister. Something's gone wrong. Am's 2 Conrads don't listen to me anymore. Der erzählt uns irgendwas von Ams 2 Verbündeten, was für uns absolut keinen Sinn ergibt und möchte, dass wir es vom Haken lassen. Warum nicht? You truck-driving son of a bitch! Das ist so hochspezifisch, dass einfach nur noch lustig ist. Probiert es mal aus. Du Backerl ausliefernder Hurensohn. Du Sanitäranlagenreinigender Dreckskerl. Du fliesenlegender Flachmixer. Es hat gleich viel mehr der Pfeffer, das Ganze. Let me go. I've got you now, Gorrister. Ich finde es absolut geil, wie ruhig und gelassen der bleibt, während sie ihm im Gesicht umeinander greit. Hier kann man jedenfalls fast nichts richtig machen. Wir könnten ihr die Milch geben, wenn sie es verlangt, damit sie sich beruhigt. Gorrister, you idiot! Oder sie filetieren. One heart looks like another. Oder sie da schießen. Bringt aber alles nichts. Wenn sie jetzt ihren Schlüssel fallen lässt, wir wissen, wo der rausgefallen ist, dann ist die einzig gute Lösung das hier. Untie me, you son of a bitch! Wir backen mir's ein, als hätten wir 50 Shades of Schweinsbraten gelesen und mir hat's halber zerrissen, als die damische Schachtel einfach in meinem Inventar gelandet ist. Mit dem Schlüssel, den es verloren hat, können wir die letzte Tür im Zeppelin aufspannen und Ednas Tagebücher lesen. Am hat sie also losgeschickt, um Gorrister zu killen, was jetzt nichts Nice ist. Aber dass sie selber Verantwortung dafür übernimmt, unsere Frau in Wahnsinn drin zu haben, das ist neu. Und der Gorrister freut sich ziemlich über die Erkenntnis, dass nicht alles nur seine Schuld war. I'll be damned. Edna's claimed responsibility for Glynis. Maybe it wasn't my fault after all. Brauchst gar nicht so blöd grinsen, es war nicht ihre Mutter, der Tint ausgerutscht ist. I thought I could do what Am wants, but he's too precise. I poisoned the punch, but I couldn't bring myself to cut out Gorrister's heart. Maybe I can have my husband do it. Then this Zeppelin can clear the mountains. But if we don't finish the job, Am will feed me alive to the machine just like an animal. Den Hinweis, dass Am sie an die Maschine verfordert wie ein Viech, wenn es versagt, den braucht man gleich. Nachdem jetzt alles ein bisschen klarer geworden ist, rennen wir mal zurück zum Schakal. Schakal O'Neill. I found Edna and Glynis. How does that help me escape from here? Such information comes at a price. But I can see that you're in no bargaining position. I'll offer you a trade. Your heart for Edna's. Der bietet uns jetzt einen zweiten Tausch an, damit wir hier rauskommen. Ednas Herz gegen unseres. Da man hier fürs beste Ende wie so ein linksgrün versiffter Gutmensch spielen soll, also nicht einer wehrlosen Frau das Herz rausschneiden, schauen wir nochmal zurück in Kühlung nach einem Ersatzherz. Hier kann man zum einen der gleiteste Milch geben, was sie eigentlich wiederbeleben soll, aber davon merkt man leider nichts. Glynis, all these years and I thought I was the one who was responsible for your suffering. Let me help you now. She's gone. Stattdessen macht man uns in Frieden mit ihr, drucken wir ihrer Leichen ein Bussi ins Gesicht und backen wir's ein. Wir laufen also gerade mit 2 ausgewachsenen Frauen im Hosensack rum. Was das? I don't know what to do with these. Man kann es ja mal probieren. Und jetzt kommt noch so ein Rätsel, das unnötig kompliziert gemacht worden ist. Klar kann man auf die Idee kommen, dass in so einem Rind nur ein Herz drin ist. Wie man es denn sehen kann.
kann man aber nicht. Außer man schaut die Rinderhälften mit der Lupe an, um festzustellen, dass die Organe noch drin sind. The organs are still inside. Buh, lass der Brühen verschreiben. Wir schneiden also das Rinderherz raus und bringen es zum Schakal. One heart looks like another. Der kann dann anscheinend auch ein Nasenfahrrad brauchen, weil er das Rinderherz für Ednas Herz hält und uns unser eigenes zurückgibt. A bitter organ, but worth its weight in gold to me. I give you your heart back. Einen guten Tipp gibt's noch gratis dazu. Unser Herz hat uns hergebracht, aber ein anderes Organ bringt uns wieder raus, wenn wir dessen Energie nutzen können. Natürlich stehen wir wieder da bei der Ochs vor der Kellertreppen, aber angeblich weißt Edna, was das bedeuten soll. Genau wie all die anderen Tiere. Merci für die klaren Ansagen, du flauschiger Glückskeks. I read Edna's logbook, and everything's much clearer. Now what? You must make amends and bury the past, Gorrister. Um jetzt weiter zum Kämmer, müssten wir unsere Vergangenheit begraben. Und das darf man wieder komplett wörtlich nehmen und unser geliebte Kleides hier verscharren, was der räudige Köter wahrscheinlich wieder ausbuddelt, sobald wir uns umdrehen. Dazu braucht man halt eine Schaufel. Haben wir ein Glück, dass ihr eine gut sichtbar bei den Tonnen flackt und man nicht eine Komplettlösung braucht, nur um zu wissen, dass sie überhaupt existiert. Mir ist völlig bewusst, dass ich gerade noch Witz drüber gerissen habe, dass der Gorrister dringend eine Brühen braucht, aber seht ihr da eine Schaufel? Weil ich seh's nicht. Ich seh's nicht einmal, wenn ich direkt drüber fahre mit der Maus. A shovel. Lüg nicht! Be careful where you use that, Gorrister. I like to know where all the bodies are buried. I am a dwarf and I'm digging a hole. Gibt's mir mal mein Hackbredel. I've made amends and buried the past. An excellent job, Gorrister. But the thunderstorm is upon us. You'd better hurry if you want to recharge your old ticker's battery. Um aus dem Szenario zu entkommen, müssen wir jetzt die zwei Hinweise vom Schakal kombinieren. A heart brought you here, but it will take another organ to get you out. If you can harness its power. I don't understand your riddle about another organ. Ah, but Edna does. And all the other animals like her. Die anderen Tiere, von denen ihr redet, sind die flauschigen Batterien, die hier die Maschine mal betrieben haben. Was nahelegt, dass wir mit Edna als neuer Akku verwenden dürfen. Das Wort Harness bedeutet außerdem Eispanner wie ein Pferdl in sein Geschirr. Und was heißt hier noch Harness? Genau. Also bohren wir unsere ehemalige Schwiegermutter an und starten damit einen Zeppelin. I'll be damned. The engine's starting up again. Edna, it's good to finally see you doing something useful with those negative currents running through your brain. Ozapft ist, der Strom fließt und wir blasen die Luftbeuteln wieder auf, bevor wir im Cockpit einen Schalter umlegen und endlich abheben. We're taking off. Die Katharsis von dem ganzen Fight aber irgendwie noch. Also schauen wir nochmal zurück zu dem Honky-Tonk, wo uns der Schakal ein letztes Mal weise Worte zuteil werden lässt. Do it, Gorrister. Blow the place apart. You may never have a chance to do it again. Brauchst mir nicht zweimal sagen. So ein großer Feuerball, Junge! Bam! Yeah. You're made of sterner stuff than I calculated, Gorrister. Ist minimal verwundert, dass sich Gorrister nicht gemäß seiner Berechnungen verhalten hat. Sprich, nicht versucht hat, sie mit jedem Toastbrot sofort Pulsadern aufzuschneiden, sondern seine Vergangenheit und seine Schuldgefühle konfrontiert und überwunden hat. Aber wie kommt's, dass wir überhaupt die Chance dazu hatten, wenn uns doch nur leiden sehen will? Die Antwort muss noch ein bisschen warten. Die nächste, die Ams grausigen Zirkus durchlaufen muss, ist Ellen, über die wir nichts wissen, außer dass die einzige lebende Frau auf der Welt ist, kein Baustecke in dem er stecken will und kein Geld mag. Nennen sie eine starke Frau, die ihr Leben allerdings durch ihre eigene Hysterie blockiert hat. Er gibt ihr scheinbar die Chance, persönlich zu zerstören, indem es seine 3 ursprünglichen Komponenten findet und einstampft. Es glaubt, wer zählig und wer Kartoffeln frisst, wird mehlig. Ein Monolog voller Spott und falscher Versprechungen später finden wir uns vor einer riesigen Pyramide wieder, die aus Elektroschrott besteht und eine gewisse Einschränkung in Sachen Farbspektrum aufweist. Mother ugly machine. Mission worth undertaking. So it brings me here, junkyard electronic pyramid nowhere, and yellow. Always yellow. Snap, crackle, pop. Must be a glitch in the circuitry. This joint with fried eggs. Wir betreten Ams Kasperltheater und freuen uns erstmal über Wasser. At last, water. How long's it been since I actually had a drink? I knew it! You son of a bitch, Am! War ja logisch, natürlich kämen wir nicht ohne.
Aber Dirndl, wenn's so einen fetzen Brand hast, meinst du, das darf die umbringen, wenn's dich gescheit boxt oder einfach einsteigst? Das ist jetzt nicht gerade scheiß Berliner Mauer, oder? Der nächste Raum, ebenfalls im dezenten Pissgelb gestaltet, zeigt uns auf 4 Monitore mit jeweils 2 Einstellungen verschiedene andere Landschaften. Eine davon kennen wir schon, weil wir da quasi gerade herkommen. Was vermuten lässt, dass die meisten anderen ebenfalls charakterspezifische Szenarien sein werden. Ein paar davon befinden sich mehr oder weniger offensichtlich innerhalb von der Schrottpyramide, in der wir stehen, und wenn wir einen richtigen Monitor drucken, dann offenbart sie unsere Geheimtür. Ooh, a secret passage. Oh my. Now why didn't you let me see that when I was there before, Am, you rat bastard? Rechts geht's nicht weiter, weil Alan eine kleine Panikattacken kriegt. Scheinbar mehr wegen der Farbe als wegen der Sphinx, die uns im Weg steht. No, I can't stay here. I gotta get out. So kommen wir hier nicht weiter. Also schauen wir mal, womit wir sonst noch so arbeiten können und finden einen frisch obgemachten Kabelsalat. Loose wires. Looks like they're hot. Da Alan leider keine Gabe hat, The metal in the fort short-circuited the engine wiring. greifen wir mit unseren blanken Griffen an der Elektronik umeinander und kriegen so raus, dass unser Fräulein hier Elektrotechnikerin gelernt hat. Was das Übermaß an Elektronik in der Pyramiden erklärt. Hat echt null Sinn fürs Subtile, hä? Aber so ist es halt mit der generativen KI. Kann nur wiederholen und nachäffen, ohne einen Funken Kreativität dahinter. Zurück in der Lobby geht der Geheimgang auf und wir die neuen Treppen runter. Und wir die neuen Treppen runter. Und wir die... Grutze, 5 Mädel, wenn du jetzt auch noch Angst vor Treppen hast, dann wird's voll eng. Ach so, benutzen muss man statt runtergehen. Was habe ich mir dabei gedacht? Eine Treppen runtergehen, so ein Krampf. Ich finde übrigens die antike Ägypten-Ästhetik mischt mit dem retrofuturistischen Cyberpunk-Look richtig geil. Wenn's halt nicht ausschauen darf, als darf man gerade im Natursekt nicht Schwimmerbecken untertaucht werden. Den Sarkophag hier kriegen wir auch nicht auf, aber probieren müssen wir, sonst lassen uns das Spiel nämlich später nicht weiterkommen. Und an das iPad da darf man auch nicht ohne. Stand clear. Lass mich da ohne, ich will Angry Birds spielen, sehr fix. Who are you? I am Anubis, guardian of the dead. Schon wieder ein Schakal, der nur Scheißdreck redet. Wenn man zum Beispiel fragen, wer in dem kreisligen Wandschrank da wohnt, dann kriegen wir folgende hilfreiche Antwort. A terror that even in its entombment torments your soul. Aha, ein Schrecken, der uns nur aus seinem Grab rausfoltert. Wie der Fisch, den da einer hinter die Heizung klemmt hat. Im nächsten Raum heben wir einen gelben fetzen Stoff auf. Besser gesagt, wir versuchen's. No, I can't. Gotta get out of here. Oh, another panic attack. I feel so ashamed. Es ist jetzt vermutlich nicht gerade der Farbton, den Guido Maria Kretschmer für eine Couch empfehlen darf, aber langsam fragst du dich schon, warum die Farbe so eine effektive Folter für die Ellen ist. Beim zweiten Anlauf schafft sie es dann aber. Es geht nix über kleine Erfolgserlebnisse, wenn man unter so einem Scheißdreck wie Panikattacken leidet. Und als Belohnung schirmen wir uns einer die Pinzetten ein, die der Roboterarm da hält. These forceps look like the tool I used to use for pulling out ROM chips. Ein paar Schritte weiter sehen wir mehrere Statuen und in einer davon steckt der Kristall. Also Ida hat den an und für sich ganz gern aufheben, aber leider hat Alan einen Gollum-Moment und im Endeffekt wird's nix. Touch it, Ellen. Yeah, sure. If I could, I would. So do it. I can't. The statue's too... Yeah, I know, dummy. It's too yellow. And yellow scares the crap out of you. Overcome it! Do it! Sure, easy for you to say. Der letzte aktuell begehbare Raum schaut aus, wie ich mir mein Zockerzimmer wünschen darf. 3 fette Bildschirme, 3 Rechner und 2 Edelsteine. Die gehört natürlich durch 2 richtig geile LED-Bündel ersetzt, aber sonst geht doch nix über eine High-End-Maschine und 4K-Monitore, um zum Beispiel Monkey Island zum Zocken. Alan fühlt sich hier ausnahmsweise mal saupudelwohl und wird daheim da programmieren, wo ebenfalls zu ihren Fähigkeiten gehört. Damit hier aber überhaupt irgendwas geht, braucht man erst einmal einen Stromstor für den ersten Rechner. Ich kann euch gleich mal sagen, wo wir nicht finden, nämlich hinter dem Torbogen. Yellow! There was a yellow, and it was closed in. I couldn't breathe and the pain. Get me out of here! Eventuell kommt jetzt hier dem einen oder anderen die Idee, dass man es nochmal mit diesem ultragelben Sphinx-Raum probiert. Ich hab keine Ahnung, ob ich das damals mit Anfang 20 geschnallt hab, aber schaut euch jetzt einfach mal an, wie man es durch den Raum schafft und dann sagt's mir, dass das ein normaler Lösungsansatz für euch gewesen war. Just the right size to use as a blindfold. If I'm gonna die, at least I won't see that sucker coming. Spatzel,
Ist dir klar, dass da immer nur ein mechanischer Wolperdinger steht? Den kann man nicht einfach wegignorieren. Sphinx is gone. Ein Scheiß, die steht mit. Don't hear him anywhere. Da steht's, Bredelbrot. Bist du... Mutes the hell out of all the yellow, too. Now, where's that big loving cup? Ja, dann da reden die doch Grutze. Fix nochmal. I never could have done this if I had to look that bloody beast in the eye. Okay, now that I got the cup. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstens, kein Respekt vor Kollisionsabfragen, kein Respekt vor Physik, einfach batz, mitten durch. Zweitens, der abgeschnittene Teil von der Sprachausgabe, das ist original. Okay, now that I got the cup. Drittens, alle Postboten, die Angst vor Hund haben, da habt ihr's. Augen zu und durch, gar kein Thema. I never could have done this if I had to look that bloody beast in the eye. Ich wünschte, das wäre nicht so unfreiwillig lustig. Ich selber habe so dermaßen die Flugangst, dass ich nicht wüsste, was ich für einen Flug eher mitnehmen darf. Ein Pfund Tabor oder eine Großpackung Windeln. Aber ich kam nicht auf die Idee, meine Phobie so zu behandeln. Ich seh nix. Ich hör nix. Da hätte man mit Sicherheit was Besseres draus machen können, aber mei, jetzt ist der Käse auch schon im Brunnen gefallen. Käse ist ja auch wieder gelb. Apropos Brunnen, mit dem frisch gefundenen Heiligen Gral können wir jetzt die letzten 2 cm zum Wasser überbrücken und uns endlich den köstlichen Brunnensaft einlittern. That was great. Best champagne I ever had. I need another. Weil man nie weiß, wann der Durst zurückkommt, packen wir uns noch eine Weghalbe ein und schauen uns dann den Anubis noch näher an. Ich meine, irgendwie muss man an dem Säftler wohl vorbeikommen. Some other time, Anubis, honey. I'd check out what you'd be wearing under the kilt, but right now, it's those loose wires you got exposed that interest me. Hast du gerade einen halb anthropomorphisierten Roboterdackel angerammt? Jetzt mal kurz im Ernst. Wer sich denkt, dass Alan viel zu gut drauf ist für dieses Szenario, der ist nicht allein. Das wird öfter kritisiert an dem Spiel. Wenn man dann später checkt, dass das alles nur aufgesetzter Selbstschutz ist, dann wirkt das allerdings überhaupt nicht mehr so fehl am Platz. Jedenfalls fällt der Alan auf, dass in der offenen Brustplatte ein ROM-Chip steckt und den wollen wir natürlich haben, bloß sieht das der Besitzer aktuell nicht ein. Die Lösung ist jetzt, passend zu Alans Ausbildung, Apps, auf das man eigentlich nur kommen kann, wenn man gelernter Ingenieur ist. Also wenn man so richtig deftig und wegstudiert hat. Ich rede von 50 Stunden Pauken in der Woche bei 2 Nebenjobs mit 0 Sozialleben und absolut kein... Sie schüttet Wasser drüber. Mir wurscht, gib einfach her den Chip. Yeah, comes out easy. Must be reprogrammable. Nach diesem hochgeistigen Ausflug in die Welt der fortgeschrittenen Elektrotechnik geht's noch mehr einen Raum weiter, wo wir uns dank unserer legendären Stoffscheuklappen der Ignoranz den Edelstein endlich rauszupfen können. Aha. This sapphire's loose. Zurück im Zockerkeller schirmen wir die eventuell teuerste Batterie aller Zeiten in Sarumans Stab und dann den ROM-Chip ins Kastal. Little yellow ROM chip fits into the socket perfectly. Daraufhin darf man diesem Anubis-Wächter... Sorry, das kann der Yu-Gi-Oh! Karten sein. Da schau her. Ein neuer Chef zuweisen. Warum nicht uns? Es dauert zu lang her, dass wir irgendwas zum Song gehabt haben. I'll designate you a new master, sucker. Me! Burning in new master. ROM chip reprogrammed. Natürlich darf man nicht vergessen, den Chip wieder mitzunehmen, was ich natürlich gemacht habe. Ist nicht so, als hätte ich den vergessen und dann einen Spielstand nochmal neu geladen, damit es ausschaut, als hätte ich sofort rohringt. Den umprogrammierten Chip setzt man dann wiederum in Anubis ein und, also kurz am Rande, ich bin meilenweit weg vom Ingenieurstum, ich ziehe mir Gummihandschuhe und Stiefel an, wenn ich eine Sicherung ausschalte, ich kann nicht programmieren und ein PC ist für mich eine magische Box, in der Sand dafür sorgt, dass ich virtuell auf Leute schießen kann. Deswegen klär mir bitte kurz einer auf, der Ahnung hat. Wenn so ein Drum einen kurzen gehabt hat, dann kann ich doch nicht einfach einen Chip rein da und erwarten, dass wieder alles rund läuft, oder? Ich kann doch nicht SIM-Karten aus dem Handy nehmen, das Handy in die Badewanne schmeißen, dann die SIM-Karten wieder einsetzen und erwarten, dass alles wieder läuft. Was ist denn das für eine Logik? Back where you belong, Lil ROM chip. Alans Ingenieurinnen-Magie riecht es aber scheinbar und wir können mit Anubis ratschen, jetzt sogar mit Adminrechte. Und an der Stelle kurz ein Beispiel dafür, wo das Spiel definitiv seine Macken hat. Schaut sich die möglichen Fragen an, da ist nichts Neues dabei. Ich hab's vorher schon kurz erwähnt, wenn man nicht versucht hat, den Sarkophag zu öffnen, dann taucht die Frage nicht auf, die wir brauchen, um weiterzukommen. Sobald wir aber einmal wie ein Depp an der Tür gerüttelt haben, It's locked. können wir auf einmal danach fragen, woraufhin unser Lieblingsfurry hier endlich mal eine klare Antwort gibt. Can the sarcophagus lid be opened? The lid can be unlocked by entering the access code on the keypad. The access code is 666. Ich sag's ja, das Spiel war damals in meiner Kantengrafphase genau das Richtige. Egal. Angry Birds! That sounds like a lock mechanism release. Oder uns auf den Weg machen, um einen wahnsinnigen Supercomputer zu zerstören. Langweilig.
way out. I'm gonna suffocate if I stay in here. I want out! Natürlich ist der Aufzug ein bisschen klaustrophobisch für Ellen. Alles, was zum Tor gibt, ist die Knöpfe zum Drucker und sie ihre Lebensgeschichte in Stichpunkten zum Hören. Und es ist ein trauriges Best-of maximaler Scheißdreck, der Menschen und speziell einer Frau passieren kann. Eine Fehlgeburt, die ihre Beziehung zerstört und nachdem es trotzdem was aus ihrer unglaublichen Intelligenz und Ambition gemacht hat, ein brutaler Übergriff vor einem als Hausmeister verkleideten Serientäter im Aufzug ihrer Firma. The elevator stopped at the 7th floor for a maintenance man. To your horror, he inserted his key into the control panel and locked the elevator. Lass mich ran, vermutlich haben sie dann nicht einmal verurteilt, weil das seiner Karriere schaden kann. Oder vielleicht haben sie ihn gleich zum Präsidenten gewählt. Ob ich minimal verbittert bin, dass solche Leute weiterleben dürfen. Jetzt lass mir mal scharf überlegen. Die Stunden im Aufzug hat sie jedenfalls aus Selbstschutz komplett verdrängt, deswegen die für sie unerklärliche Angst vor kleine Räume und der Farbe Gelb. Diesmal bleibt es allerdings nicht vor Angst versteinert, sondern haut der verschissenen Drecksau einen Gral aufs Maul, der sein Pixel gerade so davor staubt. Don't count on it, you mother! Man kann jetzt schon darüber diskutieren, wie facettiert die Darstellung von der Konfrontation und Überwindung von einem so massiven Trauma hier dargestellt wird, aber manchmal, glaube ich, kann es ein gutes Gefühl sein, so eine Sauerstoffverschwendung einfach so nicht zum Betonieren, dass er sie auflöst. Nach der Episode steigt Ellen gewohnt unbekümmert aus, jetzt aber vielleicht nimmer nur, um ihre Ängstlichkeit und Verwundbarkeit zu maskieren. Wir finden uns auf eine Art Prozessor oder sowas wieder und das dürfen die Komponenten sein, von denen Am am Anfang vom Level geredet hat. Wir werden ja wohl kaum ernsthaft schaden können, oder? I've never seen anything like this before. 40 years of technology jerry-rigged together. Was mir allerdings schaut, ist dieser Weltrekordversuch für den längsten Schorst der Welt, der hier im Hintergrund läuft. Lasst mir mal kurz... Oh, das ist grob. Alles hier schaut wichtig aus und nichts davon ist aktuell für irgendwas gut. Zeit, einen Abgang zu machen. Da wir ja auf einer von den Konsolen schon erfolgreich umeinander batscht haben, funktioniert es eventuell auch mit der anderen. Probieren wir es mal aus. Toth Database Station. Enter numeric password. Das Passwort hier ist der Geburtstag von Allens Trauma. Eine nette Metapher dafür, dass im Leben nur vorwärts gehen kann, wenn man sich seine Ängste stellt. Somebody wants me to deal with what happened on the elevator that year. But why? Password valid. Select subject of inquiry. The Allied Master Computer is the American version of the secret project. Okay, dass der Am die Ami-Version von der KI vom Dritten Weltkrieg war, ist jetzt nichts Neues. The principle of entropy holds that all electronic systems must eventually decline into inert junk. Das nächste ist quasi ein Wikipedia-Eintrag, der uns erklärt, dass das Prinzip der Entropie bedeutet, dass alle elektronischen Geräte irgendwann zwangsweise zu Elektroschrott werden müssen. Oder im Fall vom Drucker anscheinend innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf. Classified information. Access denied. Denied. Die Anfrage zum Translex Neurobinder sagt uns erst, dass uns einen Scheißdreck sagen wird und auf einmal wird das Verbot aber mit einer 2:1 Mehrheit aufkommen. I'm good, but I'm not that good. What the hell am I looking at? Der Neurobinder ist scheinbar irgendein Gerät, für das uns jetzt jemand einen Bauplan zukommen hat lassen. Don't you computers ever get tired of jerking us around? Nasty, nasty, Ellen. All right, I'll give you a nudge in the right direction. These are the schematics for a device that translates binary into human speech, as ugly as that may be. Das heißt, der Gerät hier übersetzt uns also theoretisch Nuller und Einsen auf Englisch. Warum? Der Computer da redet doch auch schon die ganze Zeit normal mit uns, oder? I think I can wire this thing together if I can find a speaker somewhere. Alles klar, wir brauchen mal so einen Lautsprecher. Das Nette ist, dass die ganze Pyramiden hier im Endeffekt der Second-Hand-Grabetisch im Mediamarkt ist und wir unseren ausgereiften Lautsprecher aus der Wand pflücken können. Just as I remembered. A speaker. Exactly like the one in the schematics. Den wir dann nur noch an den nackerten Kabeln von dem drum hier anschließen müssen. Okay, circuit completed. Now let's see if this is the binary translator after all. Clever girl. Clever girl. You've loosened my tongue. Der Kollege hier, der ausschaut wie Asp zu seinen besten Zeiten, ist also tatsächlich Teil von Am. Are you Am? Yes, of course. But no, not actually. I'm Am's Innocence, one of the original 3 computers that the superpowers constructed. Es waren ursprünglich 3 einzelne Computer, allerdings hat einer davon, Am offensichtlich, die anderen beiden assimiliert. Der hier bezeichnet sich selber als Ams Unschuld und hat schon mal einen kleinen Pluspunkt, nämlich I don't hate you. Er hofft, dass Am uns nicht hören kann, wenn wir hier so über ihm herziehen, weil Am ist zwar irgendwie omnipotent und omnipräsent, aber scheinbar auch omnideppert, weil dank des Wasserfalls kann er uns nicht hören. Can Am overhear us? Not with the water running. Kann die übrigens auch nicht, wenn ich den Sound ausgeschaltet hätte. Why do you think it brought you 5 down here?
Wir können scheinbar weder beschädigen noch zerstören, weil er dafür zu viele redundante Systeme hat und mittlerweile quasi Gott ist und ein Hitzetod des Universums überlebt hat. Haben wir hier ITler? Funktioniert das so? Außerdem erfahren wir noch ganz was Neues. Is insane. Okay, verzeih. Kann sich scheinbar trotz all seiner Möglichkeiten nirgends hinbewegen, obwohl er die komplette Welt durchzieht, so vom Untergrund her wie ein Schwammerl, und ist eingespart in der Form und Funktion, die die Menschen ihm gegeben haben. Kein Ausweg, nur Hass, Wahnsinn und Sadismus, den er an den letzten 5 Hansen auslässt. Und scheinbar macht er langsam Fehler in seiner irren Arroganz, die anderen 2 Computer wohl mit uns zusammen ausnutzen wollen. So, can you help me with anything? I'll give you something you need. Something you overlooked. Der hier möchte uns was mitgeben, das wir übersehen haben. Und jetzt kommt so eine Sache, wegen der ihr eigentlich Blutdrucktabletten fressen müsst als Wartensstudentenfutter. Seht ihr das da? Diesen formschönen Silberling, die CD, die an Existenz das Spiel sogar anerkennt? Nix gibt's! Ich habe ein Dutzendmal versucht, das Drecksding aufzuheben oder sonst was damit zu machen, aber jetzt darf ich erst, weil man es jetzt erst benutzen soll. Kreuz, Scheiß, Dreckskrutze, fix! Na, holt's es mal halt nicht vor die Nasen wie der gelbe Wurm. Baut's halt irgendein Rätsel, mit dem man es erst dann finden kann, wenn man es braucht. Oder noch besser, wir wissen, wenn man der NPC, der sagt, dass er mal was gibt, das halt einfach tatsächlich gibt. Ha? The label on the disc says Chaos Trebler. Now what does that mean? Accessing CD-ROM. Warning. Use of the Chaos Trebler will result in severe damage to equipment and personnel. Chaos Trebler activated. System shutdown in progress. Damit können wir jedenfalls ein Programm am letzten Terminal starten, das die Pyramiden versiegelt und irgendein System runterfährt. Alan bringt sie über den Sarkophag in Sicherheit, wo Lauben Anubis als Paradies auf sie wartet, nämlich eine Pause von Ams ewiger Folter. Ihre Belohnung dafür, dass er sie ihre Ängste gestellt und sie überwunden hat. Inside the sarcophagus, paradise awaits. A brief respite from your torments. That is your reward for facing your fears. Enough of this turgid passion play. There's no more to accomplish here. Damit ist Alans Abschnitt geschafft. Und scheinbar war man erfolgreich darin, auf einen Teil von Am zuzugreifen, den er selber nicht mehr auf dem Schirm gehabt hat. Sicherlich nicht, was er beabsichtigt hat, und klappt hat's nur, weil Alan doch ein stärkerer Mensch war, als Am ihr zutraut hat. Wie Gorrister hat sie sich ihrer Vergangenheit und ihrer größten Angst gestellt und ist nicht trotz gebrochen, was langsam die Hoffnung zulässt, dass Am eben keine fehlerfreie Gottmaschine ist. Mal schauen, was er am Rest so abverlangt. Who among you shall go next? Und hier hauen wir dann mit Bremsen rein. Bevor das wieder so eine 3,5 Stunden Stanley Kubrick Director's Cut wird, habe ich das drum in 3 Videos aufteilt. Könnt euch jetzt wieder einen Monat lang drauf freuen, wie über so ein Adventssackerl voller rostiger Nägel. Was halt's bisher von I Have No Mouth and I Must Scream? Ist's Spaß oder hat's halt einfach erwachsene Themen, mit denen man sich durchaus mal auseinandersetzen darf? Ist unfreiwillig komisch oder geht's damit halbwegs reif um? Lasst mir gerne in die Kommentare wissen, was denkt, drückt einen Daumen eurer Wahl und abonniert den Kanal gleich mit, das kostet nix. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.